Hey, gode Marius alle, welcome hier. Frohe Weihnachten zu jullie alle. Mijn vrienden dat jullie hier zijn. Merry Christmas. Ik wil een paar announcements even doen en dan willen we een service gaan. We hebben een bijzondere service gepland vandaag. Ik like Weihnachten. Ik glaube es wirklich, dat is de beste tijd im jaar. Dat is de tijd waar we als familie komen en kunnen schijnen eten hebben, goede dingen. Wel schijnen eten hebben we allemaal. Maar Weihnachten, falls ik das bis nog waar besonders. So, ik glaube this is the best time of the year. And so welcome hier, mijn vrienden, dat je hier zijn en levenswasser met ons top. We een paar announcements even doen. Eind als ons nächste Gottesdienst, die wordt januari 31 zijn, maar die wordt zo zijn. So morgen dat ons nächste Gottesdienst, januari 31, die wordt zo zijn, die wordt klok 7 zo aanvangen, wordt plus een Gottesdienst zijn, die wordt bij klok 8 aan. En dan zijn we daar, dan gaan we naar huis varen. Ik wil je toeroden dat je nu al een beetje wat denkt met wem top wel je de nieuwjaarsparty hebt. Vielleicht met je een kleine groep top, of een vriend, waar we je aanladen doen. En zo klok 8 wordt het daar zijn, 8:30 worden daar heel touw gaan, zodat jeder einer kan huis varen. Zo komt uit de nieuwjaarsavond, januari 31, klok 7 s'avonds. Ook in januari, waar we aanvangen met onze 21 deel van beten en vasten, die wordt januari in 7e aanvang. En dat zijn 21 deel, zodat rond dan 30 januari. Januari in 28 dat ze overigens wel een worship night had, en de prayer en fast, de gebed en vasten toewerken. En zo kijk al verder weg voor die tijd. Maar morgen dat opkomt, de 21 deel van beten en vasten. In deze tijd wel wat bijzonder doen, wat we nog niet eigenlijk doen. En zo we laden alle mannen aan dat die uitkomen aan een donderdag Samarius. Dat wordt 7:30 Samarius zijn. En dat wordt klok 8 zijn. En daar willen we een gebedstijd hebben voor jullie mannen. Wat je leidt wordt in gebed. Je braucht niet ergens wat te doen. Je kan er bloß aankomen, praat zijn van dit. Waar we wordt leiden in gebed. Er wordt ook een tijd zijn waar je zelfs kan een stille tijd hebben en beden. En zo komt eruit voor dat. Er wordt koffie zijn, er wordt frühstück zijn. Dit is voor jullie mannen. Je kan jullie jugendjongens brengen, jongens metbrengen. Kom te gaan voor een goede tijd, voor de gebedstijd. Mannen, gebedstijd in deze 21 deel van beden en vasten. Alright, so das nächste Mal wird es ein Gottesdienst anfangen. Unsere Vision hängt das ein Gottesdienst von der Samarias ist, dass wir Jesus seinen Namen hochheben dürfen. Dass wir bis und denken, was sein Name ist, und das Kraft in Jesus seinen Namen, und wir wollen seinen Namen hochheben hier von der Samarias. Matthäus 1:21 sagt, der Engel sagt, dass Maria, dass du sollst am Jesus nennen. Das soll der Name sein. Dat is zijn naam. Jezus zal zijn naam zijn. Jezus dat mijn raden. Dat je het weer in de vers dat zegt, wils hij wat zijn volk ons, wat we kunnen zeggen van de zin raden. En hij heeft ons geraden van zin. Zijn naam is Jezus. En dat willen we hier van der top zijn. We willen dus zijn naam hooggeven, zijn geburtsdag vieren. En zo dat is wat we van der wel doen. En Jesaja 9 dat zegt dat we al lang ver Jezus in de tijd wordt dat je prophezeit en je zegt wat zijn naam wordt zijn. En hij zegt dat zijn naam wordt Roetgever zijn. Die wordt wunderbare Roetgever genaamd worden. Dat is wie Jezus is. En dat is niet bloß wat hij dan weer, dat is van der nog. Hij is nog allemaal van der die Roetgever. En Jesaja zegt ook dat hij wordt de almachtige God zijn. Hij heeft alle macht. Hij heeft de macht hier in het wijze te staan. God is en Jesaja ook dat hij is de eeuwige Vader. Hij is die Vader. Hij wird dan de Vader. Hij is van der Vader. Hij is de Vader te die. Hij wird de Vader dan als hij komt te de mensen wat de gebruikt weer, wat de twee weer, wat het aan een radar fehlt. En hij is dort nog allemaal van der te die en te mij. Hij is die Vader. Hij is ook de Vredensprins. Zeg hij wordt de Vredensprins genaamd worden. Dit is de Herrscher. De Herr, de Regierer. En hij brengt vrede. Ik weet dat wanneer we ons een beetje rondkijken van der in de wereld, dan worden we zeggen, dat zit niet alles sehr friedlich. Aber in mijn hart en in die hart kan de vrede zijn, want hij is de Vredensprins. In Matthäus 1 zegt het ook, dat zijn naam is Immanuel. Ik gleich dat. Immanuel, dat meint God met ons. God is met ons. Dat is zijn naam, dat is wie hij is. En hij is van der nog allemaal met ons. En dat willen we hier van der zijn. Willen we wel zingen, willen we dus een programma van der Samarias doen. Zum am hochgeven, am loven, am prijzen, am zijn. Du bist nog allemaal met ons. Wie hier plus die geburtsdag van der
en de Meinung hängen das enorm, dass das Kraft und dass du bist mit uns. Ich würde fragen, dass ihr abstehen und dann werden wir anfangen zu singen und am Hoch heben. Vor dem Dankeschön für diesen Sonntag Samaris, wo wir können taub sein und Weihnachten feiern. Und wir denken bis von der an die Namen. Die Name ist Jesus. Und Rada für uns, du bist uns Vater. Du bist Immanuel, du bist mit uns. Du lässt uns nicht allein, du bist hier, Krieg mit uns. Krieg, wo wir sind. Und ich bete bis Gott, dass wir von der Samaris können unsere dergelijke Dinge, was uns vielleicht Druck macht, dass sie dann, dass wir können ein bisschen Fokus sein und die hochheben, die loben und die preisen und sagen, du bist uns Rada und du bist mit uns. Wir loben dich und wir danken dir. Come ye to
Fly high as heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come down. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You are strong to save in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, King of heaven, come now. King of heaven, come now. Let your glory reign, shining like the day. King of heaven, come. Man, mir geht es so schön, kann mir alle von Ihnen taub und diesem besonderen Tag Gott loben und preisen. Je kan Ihnen alle durchsagen, hier so fijn stolz hier. En ik wil met jullie van de Geschichte vertellen. Mir geht es so schön, hier alle zu sein und alle die Kinder hier zu sein. Mir geht es so schön. En so, wenn die zwischen 6 en 9 jaar oud zijn, dan weet je dat we jedes Mal für wie eine Geschichte vertellen, dann kicken wir nur die Geschichten für dem. Dem Sohn, wegen was diese Geschichte wird vertelt. Und durch du habe ich eine ganze Wand von den großen Geschichten, was Gott uns geben wird. Und jeder Kind, wo ich kriege und wo von der Geschichte, wie sind von der großen Geschichte. Und so von dir will ich dort auch tun, ich will ganz trägen, ganz bei einem Umfang trägen. En aan omvang moet God Himmel en Erde. En dan moet de ganze Welt en dan moet de mensen. En wer weet wat wer de eerste mensen werden wat God moet? Wer weet? Daartoe zal het zijn. Adam en Eve, God moet Adam en Eva. En die werden een God ben. En dan doen God niet gehoorzaam zijn. En die brachten de zin en de welt aan. En van die Geschichte, durch den ganzen Alten Testament, all die Geschichte von du wieder, doen alles bloß nur Jesus wiesen. Geschichte ist Noah in der Arche, Abraham, Isaac und Jakob und all die Geschichte von den Israeliten. Die Richter ist Josua und wir hören von Mose. Wir kennen nur Propheten, ist Daniel und Jeremia. Und jeder Geschichte, weißt du, was die in Kommen haben? Daar is dat nu Jezus verwezen doen. En van deel zijn we wat doe je kom. Van deel zijn we den dag voor Weihnachten Jezus is geboren. En zo wie zijn wat doe van deel en wie kan dort zijn, wie kan de hoopning zijn wat en God ons geeft durch Jesus. En zo ik wil deze Geschichte vertellen. Maar ik wil gaan dat je zal me helpen deze Geschichte vertellen. Wil je me alle helpen deze Geschichte vertellen? Ja? Alle hier zo ben voor me helpen? Okay, so dit is wat we dat worden doen. Geht het mal, wenn ik wil zijn Keizer Augustus, dan worden al die jongens, al die papas, al die mannen en al die oomjes, die worden alle estet zo. Okay?
Wings te doiti müssen wir König Sorge sparen. So wir werden klimas oiven. Und dann ein Tag durch Kaiser Augustus. Okay? In Kaiser Augustus doid. Okay, mir laat ik so je verstehen da alle. Dat nächste, dat is voor everybody, alle mensen. Giet het smoel wenn ik wil zijn dat ging, of dat gaan, dan wil je alle is dit. Dat ik dat werkelijk hier en dat, dus die gaan dan. Okay, we hebben even. En dan ging die. En dan gaan die. Okay, dat nächste is voor al die kinderen. Okay, so those zoya hartje nu wat de je zegt voor ik wil vertellen. Giet het smoel wenn ik wil baby Jezus zijn, dan worden alle kinderen klotschen. Okay, so baby Jezus. Okay, je brengt bloos eenmaal klotschen, we hebben nog eenmaal. En dan baby Jezus. Perfect. En dan dat laatste, dit is voor al die mannen, al die mamas en al die vrouwen. Giet het smoel wenn ik schoep voor zijn, dan zei je bah. Okay? So we hebben even. En dan weer een schoep had met eerder schoep. Ah ja, dat hield ik al een beetje nu schoep. Dat vreet me. Okay, so wenn ik zei Keizer Augustus. Okay, mijn Leute, so je kan niet meer. Al die jongens. En dan Keizer Augustus. Okay, en dan ging die. En dan weer baby Jezus. En dan weer die schoep. Okay, dat hield ik content. So nu hebben we die schick ontvangen. So dus weer een tijd waar Keizer Augustus wil al die mensen aan dat loon talen. En so Keizer Augustus, die zei te alle mensen dat die müssen eine Stadt zijn van waar die herkomt. En Jozef weer van een stad Bethlehem. En so Jozef nam Maria en die ging nu Bethlehem, wegen Keizer Augustus, had gezegd dat hij zoon. Nu weer in Bethlehem en dat weer ganz vol, so die ging door een huis en pudderen aan en de had geen ruim vrij. Dan ging die naar een ander huis en pudderen door aan en de had ook wat ruim vrij. En keine had ruim voor Jozef en Maria. Maar eigenlijk de is bij een huis kwam. En die zeggen, we hebben ook wat ruim, maar we hebben een stal, je kan door ben slopen. So Jozef en Maria ging naar den stal en blijven door zo te nacht aan den stal. En den ovens wordt baby Jezus geboren. En dit weer een basen geschenk, wat hij evers voor een hand kan krijgen. Op dezelfde nacht, weer nu samen schoep had met eerder schoep. En de doen du zo oppassen op de stam. Dan kwam du zo een engel aan en die zei te die, baby Jezus is geboren in Bethlehem in een stal. Go ziek hem, wings baby Jezus is Maya is plus in zijn baby. Hij is een rara. En dan, wenn hij door is gaan, dan beet hem aan. En dan ran die schoep had. En leun de schoep op de stam en die kwam nu Bethlehem en die zagen voor baby Jezus. En dan vong die den aan een stolbaan en die beden hem aan. En als ze doodvaardig hadden, dan ran die ganz rammer die stad en dan alle mensen zijn dat baby Jezus weer nu geboren. Wings baby Jezus als dem beste Geschenk, wat wir in ours kan krijgen. Gleiche Geschenke? Okay, wer gleiche Geschenke te krijgen? Okay, wer gleiche Geschenke te geven? Mir ook so schein Geschenke, aber kein Geschenk, wat gratis en beter zijn, is een Geschenk, wat Gott ons in eerste Weihnachten geeft. Dat zijn waar we hier zijn. Dat zijn waar we vieren doen, wings Gott geeft ons eerst den beste Geschenk. Wie kan nu ons omzicht tot vieren en geschenken geven, aber niks komt dichtbij nu God. Ik weet als ik opvoedsen doe, en bij vandaag dag, doen mijn ouderen, giede Weihnachten, ver wie we onze geschenken opmerken, dan doen we deze geschichte doorgaan. Wenn wir klander werden, dann werden unsere Eltern die vertellen. Es wie alle waren, dann doen we omzicht deze geschichte lezen. En vandaag dag doen we ook nog, wings meine Eltern sehen, dass wir wichtig, dass wir wissen, wegen was wir Weihnachten zelebrieren.
En door as wings wie dan Jesus celebreren. En so ek dou junt alles elderen moute meang. Wenn ich dit jaar kan je aanvangen een nieuwe traditie gaan. En vielleicht doe je al. Aber dort ver je in Weihnachten han, dort jeder klar mehr an te jene Kinder, wegen Wort wie Weihnachten feiern doen. Wegen Wort wie kann celebrieren, wegen Wort wie kann juchen mit Fried, dort als wegen Gott an sein Bassen geschenkt geif. Und so werden wir hier so von dir, Jesus sie nu mo huch loven, werden wir loven und preisen, und Gott sie nu me huch bringen. Werden wir alle abstimmen, werden wir das in Weihnachten wieder Lied singen für Gott. De Herrlichkeit en Wunder, dort hängt noch in der Luft. Die Stirn der Abend an Sach schient noch. Dort Leut gesung von Engel, aus Türen der Grab liegst. Dort schuld noch durch die Welt von dir. Sie Frau, Fried auf mich, du komm, ob uns du sind dir voll, sie nun es Jesus. Sie Frau, du kenn ich schon für uns, die Unwort läuft und durch, sie nun es Jesus. Himmel tut mir jeder, was Baby Jesus sieht. Seine Sterne bragt Kirche Nacht. Sie Frau, Fried auf ihr komm, uns zu sehen vor, sie nun es Jesus. Kenn ich euch aus, Wohnwort läuft und durch, sie nun es Jesus. Heuer so mancher Gott, Immanuel, der Prinz von Fried, so wundervoll, so ich bin Amor, in dieser Nacht, sie nun es Jesus. Oh mancher Gott, Immanuel, der Prinz von Fried, so wundervoll, so ich bin Amor, in dieser Nacht, sie nun es Fried op je kom, op ons nu zien je voor, sie noem es Jesus. Fried op je kom, op ons nu zien je voor, sie noem es Jesus. Hey, ik kan u waaraf een klein beetje doel zaten.
Ik weet niet of je dat in jullie huis hebt, maar bij ons hadden we dat een tijd zo. We hadden een regel, wanneer onze kinderen kunnen aanvangen Weihnachtslieder te harken. En dit jaar, dan ging ik de regel voorbij en ik hark naar Weihnachtslieder in oktober. Ik hier een zeer schijnend lied wat ik zeer gleich. Ik check dat naar een van onze worship leaders, naar Wienachts, en vroeg, is dit een lied wat we willen gaan op Weihnachten spelen? Would we dat gaan aanbrengen op Weihnachten? En zo zij heeft het opgesteld, we hebben van daar een special number, een bijzonder lied wat we wel laten horen. En dat lied dat zegt, I still believe in Christmas. Ik geloof nog helemaal aan Weihnachten. En dat is een tijd waar mijn hart manchmal niet zo erg weet aan wat ik zal geloven. Ik geloof daarna helemaal aan Weihnachten. Dat is een van de lijnen wat dat lied zegt. Ik really gleich dat lied. En ik hoop jullie wat het ook schijnt hier. Over de laatste 3 weken, dan hebben we nog dus een drama gekeken. Wer is dus Jezus? En wer is dus Jezus? De ganze idee hing dat dat mensen worden beter, dat we alle worden beter Jezus gaan leren, wer hij is. En besonders dat we ons nog waar wordt wichtig zijn, wo Jezus ons geleefd heeft. So over de laatste 3 zinnen hebben we gekeken naar, wer is dus Jezus? Wer is hij te mij en wo heeft hij mij geleefd? En voor mij, wie dat een grote ding was dit jaar, merkt me dat zeer wichtig, dat ik aandacht dat Jezus de leeft mij, zo zei krijg me, dat hij raufkwam, dat hij naar deze wereld kwam, dat hij geboren is, dat hij starf voor mij. De reddingsplan, die vangt er aan. En zo in een tijd, wanneer ik dat manchmal kan zo veel dat, aan wat leef ik zo reich, wat jet alle anderen, dat is arg in deze wereld, dat leidt dat zegt, I still believe in Christmas. Ik geloof aan Weihnachten, because Jezus is mijn redder. Hier is dat lied. Christmas all around me, so why is Christmas hard to find? December snow is falling down like I am to my knees. I could use some hope right now, 'cause right now hope is hard to see. Help me still believe, for God so loved this broken world, He sent His only Son to carpenter and a teenage girl to show us all His love. He left His home in heaven to make heaven my home. My Emmanuel is with me, and I'll never be alone. Down here my heart can't find much to believe in, but I still believe in Christmas. I still believe in healing for the weary and the hurt. And in a world that's so dividing, I still believe on peace on earth. I still believe that love is strong enough to conquer hate. And in a world that won't believe it, I still believe enough to say, for God so loved this broken world, He sent His only Son to carpenter and a teenage girl to show us all His love. He left His home in heaven to make heaven my home. My Emmanuel is with me, and I'll never be alone. Down here my heart can't find much to believe in, but I still believe in Christmas. I still believe in Christmas. I still believe in Jesus, the name above all names. A Savior in a manger, and a star that leads the way. Help us all believe, for God so loved this broken world, He sent His only Son
still believe in Christmas. I still believe in Christmas. Wenn du erst nicht mehr hier bist, für was wirst du gleichen bekannt sein? Eine andere Werte können sein, was für einen Einfluss wirst du halt leicht hier zu luten. Maria, sie ist bekannt für Jesus seine Mama sein. Petrus, er ist bekannt für Jesus verlehen. Er hat viele andere Dinge getan, aber das eine Ding, das hängt ihm sozusagen über Holz. Judas, der ist bekannt für Jesus verraten. Pilatus heißt bekannt für Jesus zum Tod verurteilt. Martin Luther heißt bekannt für die Reformation und für die Bibel in Hochdeutsch übersetzt. Billy Graham ist bekannt für Evangelisieren. Für was bist du bekannt? Aber was die gleichen bekannt für zusammen? Wer von euch ist zwischen 30 und 35 Jahre alt? Irgendwer hier zwischen 30 und 35? Junge Schneckers. Die sind so alt, als Jesus war, als er starb. Und so die Frage ist, für was ist Jesus bekannt? Wenn du den Namen Jesus hörst, an was denkst du dann? Denkst du an Vergebung für Sinn? Das heißt gestorben, heißt abgestanden, heißt hat bin vorher, heißt kam drei. Weißt du, Jesus lebt hier bei ihr für ungefähr 33 Jahre. Aber du hast noch niemals vorher oder nachher ein Mensch gewesen, was die Welt so verändert hat, als Jesus hat. Na, wenn ich sage Jesus, dann meine ich nicht bloß seine 33 Jahre, aber dann meine ich Jesus mit was nur folgendes, mit dem Glauben an Jesus. Ein Schreiber heißt ein Atheist, sondern was nicht an Gott läuft, aber er sagt, dass ohne Zweifel, dass Jesus Christus als die Person war, was der Mittelpunkt war von der ganzen Geschichte von der Menschheit. Heißt es, dass die Novel von der Rot. Wir teilen Zeit bei Jesus. 700 Jahre vor Christus sei wir. Wenn wir von was reden, das von Alten Testament oder so. Aber wir sagen 2023 oder 2024, wo wir nicht wollt, das hat mit Jesus zu tun. Heißt die Person, um wem Zeit sich dreht, können wir sagen. Jesus hat den Wert von einer Person gebracht, das kein anderer Mensch jemals hat. Wir wohnen von der in Amerika. Wir wohnen in einem Land, wo Menschen leben, was Wert haben. Aber das ist nicht immer so gewesen. Und das viele Städte von der nicht so dort. Du kannst in der Welt rumreisen und du sind gewisse Länder, wo Gott es all für hunderte Jahre ausgelehrt. Und dort sind Länder, wo das Menschenleben schrecklich billig ist. Ich will nicht an mir abnehmen, ich kann nicht Zeit von der. Aber even in Amerika geht den Weg, wenn wir checken, was all um uns passiert. Aber weißt du, unsere Gesetze im Land, die sind ja gerannt auf ein biblisches Prinzip. Und so Jesus hat einen Wert von einer Person angebracht. Bloß an Sklaverei gedacht. Als Jesus hier lebt, und vorher, nachher nach einer langen Zeit, wie Sklaverei, was ganz gewöhnlich. Sie können Menschen kaufen am Utraub, das Pferd, das Tee oder Schwein. Na, von Anfang können wir sagen, hier in der Stadt besonders, haben Christen auch Sklaven geähnt.
Aber dat is ohne Zweifel der Leer von Jesus en zijn Nachfolger wat Sklaverij han uitgeschoven uit onze Welt. Wenn Menschen han wird, en dat zijn dan wat van het kleer huid du hast, dat zijn dan wat van de spreek du redest, du bist eine Person in Gott sein Ebenbild gemerkt, aber dat komt van een Prinzip van Jesus her. Dat sind Dinge, was hij heeft gebracht. Lass mich einen Vers lesen. Das Vers ist uns ganz bekannt. Und wir denken über wenig, wenn wir den lesen. Aber als Paulus das schreibt, dass wir sehr radikal. Das wird eine ganz neue Idee. Sagst du das? Galater 3,28. Du hast nicht keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven oder Freie, Mann oder Frau. Wir sind alle eins in Christus Jesus. Na, weet je, wie kann das Vers wie sein? Das ist selbstverständlich. Aber das wir nicht immer. Ich meine, ein Unterschied zwischen Juden und Heiden, das wissen wir alle, dass die Heiden, das wir andere Menschen, aber die haben wir nichts zu tun, die Juden wir in Gott sind voll. So, die Idee, dass das kein Unterschied zwischen Juden und Heiden, das wäre eine radikale Idee. Das ist kein Unterschied zwischen Sklaven und frei. Come on. Ich meine, Sklaven, das sind unsere Deine, das ist die, was wir uns gekauft haben, die man alle Schweinschuhe arbeiten. Wir waren mal in Deutschland, in Kanada. Und weil sie in Wirt haben, dass die soll gehen in den Schweinstall utmessen, er sagt, so tue ich nicht. In Mexiko nehmen wir uns die Mexikaner für dort. Und dann sagt der Englische, sei dann auch. Aber weißt du, das ist die Idee, dass ich ein Wirt als Person. Like, ich sehe nicht ein Sklav, wir sind frei, kein und wer wir sind. Ein Mann, eine Frau, das ist ganz klar, die Frühe sind, das sind Eiendom. Die Frau, die hat nicht ein Reich. Die Frau, die ist du, zum dem Mann dein. Weißt du, das sind Religion, da haben wir so steht, aber nicht in Wort Christentum. Jesus hat ein Wert von der Früh gebracht. Ich wurde von dir nicht Titen gehen. Ich war noch mal Luther vielleicht im Jahr, wo wir miteinander checken. Aber Jesus frühest, die können Jesus durch verdanken, dass die einen Wert haben als Person. Das ist eine kleine Religion, man in einmal erst eine sogenannte christliche Religion, was früher gebunden hat. Aber das ist nicht, was Jesus tut. Und so diese Idee, dass wir was drum geben um einen anderen Mensch, das kommt von Jesus her. Noch ein Ding, was Jesus hat gebracht, oder die Welt verändert, dort als Menschen halten. Humanitarian Aid, namen wir das auf Englisch. Dass wir nicht kommen haben, wenn ich auf die denken, dass wir nicht kommen haben mit Jesus zu tun. Dass wir eine Gegend, eine Foodbank haben, eine Bank oder Alimente, das dort haben mit Jesus zu tun. Dass wir Menschen haben, die arme Menschen Trockenlut eten bringen, oder Kleider, oder so Dinge haben mit Jesus zu tun. Lukas 14,13. Aber wenn du eine Multitude utreizt, dann lud die Arme, die Krepels, die Lumen, die Blinge an. Noch sehr lange nicht. Das sind andere Menschen. Die haben Sinn in ihr Leben. Like, die kommen nicht in mein Haus, und so doch die Welt zu Jesus in der Zeit. Und Jesus, er brachte die Armen an. Er brachte die Aussätzigen an. Er brachte die an, was rückgestellt wird von der Menschheit. 1. Johannes 3,17. Aber wer in dieser Welt Gott aufisst und sieht, dass sein Bruder was nötig fehlt, und aber sein Hort vor ihm tuschelt, wo kann der sein, dass Gott helpt, am anderen gut sein? Das ist eine radikale Idee. Dass ich will mich nur überleben. Wenn mich nur, das kann ein ganz anderer Mensch sein, sag. Ich meine, der kann eine andere Hut haben, sag. Der kann eine andere Sprache reden. Aber Jesus hat das gebracht, dass Leib die Nuba, so du die selbst leben ist. Als Jesus die Geschichte vertelt von den Samariter, was ein Jude halten dort, was sie halb tot gekillt haben, die Juden können nicht leben. Ich meine, das wäre ein Skandal sein, das wäre eine radikale Lehre. Nehmt ihn Nuba an. Wie sollen Jesus fertig manche Arme heilen, sind was geschmitten worden. Er hat auch in der Kirche, wenn wir Kirchengeschichte studieren, ein von den Dingen, was die Bibel sehr klar lehrt, ist, dass wir sollen die Wesen, die Wettfrühs, sondern was da allein sind, wir sollen die halten. Die Bibel sagt sogar, dass deine Religion ist absolut tot, wenn du nicht diese Menschen halten lässt. Und so das, was Jesus brachte, nennen. Und so wir sind das in der ganzen Welt. Wir haben in unserer Jugend mehrere Kinder haben.
Wie das Jahrtausend, das ist bloß ein von dir. Aber das ist gegrenzt am Prinzip von Jesus. En fort mal Raum, naar die mensen wat kinderheims haben. Zo'n lied wat zich kinder van de goos nemen, vertelt mal met die. En je wordt meest wat uitvingen, dat die hebben een biblische Prinzip. Dus een metleid wat van God komt, oder van Jezus. Er waren wie mensen halten, wat arm zijn. We hebben duizenden gedeeld tussen Weihnachten. Wo in de wereld? Bloß nog maar een mooie arbeid doen. Er heeft het te doen met wat Jezus heeft de wereld veranderd. We hebben vandaag in de wereld duizenden en duizenden scholen, clinics, missionsorganisationen rond de wereld, wat irgendwo een christelijke leer brengt, wat een kliniek brengt te mensen dat evangelium prediken. Du hast bloß duizenden zo'n organisaties in de wereld. Dat heeft alle met Jezus te doen. Ik bedoel, mal deze wereld, alles van Jezus eruit. Jeder Leid, jeder Buch, jeder Kerk, jeder Schule, jeder Klinik, alles, was mit Jesus zu tun hat. Und dann wirst du hier nicht sein auf dieser Welt. Jesus hat diese Welt verändert. Sie haben in der Stadt studiert, und das hat mit der Stadt zu tun, ich weiß nicht, was in Mexiko ist, aber 75% von alles, was gegeben wird für den nächsten Mensch, kommt aus dem christlichen Glauben. Oder aus einer Gesellschaft, die einen Glauben hat an Jesus. Und so soll viel Leben sind gerettet worden, viel Kranke sind bedient worden und geheilt, Hunger gefeit. Und das hat mit Jesus zu tun. Das wir mal nicht so tun. Weil die unsere Welt ist barbarisch, würde wir sagen, oder barbarisch. Wir wollen in Kirchengeschichte, nur Valentins will ich noch ein bisschen wiedergehen in Kirchengeschichte. Wir wollen ein bisschen checken, nur die Menschen, von wo eigentlich kommen, was in Europa nennt, kommen nach dreimische Rechte rückschauen sozusagen, wie wir barbarische Menschen. Was ich meine mit das ist, wie wir angelehrt, Angebot, schändlich hoch, wenig wird das Leben, Kinder sterben, über der Hälfte von Kindern sterben, be clean, das erste Jahr von ihr Leben, so eine Dinge ist dort. In der Kirche, Jesus in der Kirche, und das Jahr hat für 2000 Jahre geschafft, die Menschen ihr Leben besser merken. Die armen Menschen, das kommt von Jesus. Er hat die Welt verändert. Er hat Schulen angebracht. Ich wollte von der nicht nennen, aber viele, viele Schulen. Duizenden Schulen rund der Welt lehren von Jesus. Und unsere Jungen können mehrere abnehmen, was zu tun. Aber das ist noch ein Ding, was Jesus hat angebracht, was kein anderer Mensch hat. Und das sind veränderte Lebens. Dass du kannst Vergebung kriegen für deine Sinn, hat mit Jesus zu tun. Dass du kannst Abstand von Tod, ein neuer Körper kriegen, hat mit Jesus zu tun. Dass du eine Ewigkeit hast bei Gott, hat mit Jesus zu tun. Ich will Ihnen eng lesen in den Epheserbrief. Das beschreibt Kart, was Jesus hat angebracht, die Menschen ihre Lebens verändern. Epheser 2. Die wären in jene Sünden jästlich tot, als sie noch so lebten, als diese Welt dort verlangt. In der unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, ungedun wären, den Geist, der in der wirkt, der Gott nicht gehorchen. Wir lebten zu einer Zeit, auch alles aus uns Fleisch dort verlangt, und wo zu unserer Last uns drauf, und wir von der Tür und Kinder und Gott sind euer, so ist alle anderen. Wenn Jesus nicht wie kommt, dann würde hier abhören. Dann sagt es, aber Gott ist so reich und gnädig. Und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus zum Leben bracht, wenn wir tot in unser Sinn wären durch Gnade, wo wir selig. Gott hat uns mit Christus Jesus abgeweicht und mit einem Tod einen Platz im Himmel gegeben, dass er in den zukünftigen Tiden uns in Christus Jesus beweisen kann, wo vertraglich reich er und Gnade ist und wo sehr gut er uns ist. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, willst du glauben. Das ist nicht durch ihre Worte. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht aus Worten, sondern keiner unserer Kraft, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in einen Stand versaut, dass wir Gott tun können, soll wir auch tun leben.
Du hast eine Webpage, die nennt sich I Am Second. Wenn ihr mal Titan, gut, weil ich mal den nennen, iamsecond.com, da sind hunderte Zeugnisse von veränderten Lebens, von Mörder, von Terroristen, Menschen, die schrecklich deep in dieses Leben, was Jesus noch folgen. Jesus hat diese Welt verändert. Er hat dein Leben verändert. Aber hier ist die Frau. Wenn du nicht hier bist, für was wollen Menschen die tun? Dann weet je, wir können nicht immer kontrollieren, was die Menschen von uns alle wollen sein. Aber wir haben alle eine Geschichte. Und wir wollen alle einen gewissen Namen haben. Und zu Jesus Christus, ohne Geld, ohne einen Bleistift, ohne sein eigenes Haus, ohne sein Land, ohne meist alles, was wir selbstverständlich nehmen in dieser Welt, ohne all das, hat diese Welt verändert, so es noch niemals vorher noch wer hat. Weißt du, wo wen? Wen heißt Gott? Du kannst bei mir vorbeigehen und mich zu sehen schieben und du kannst dir denken, who cares about John Wall? Aber du kannst das nicht mit Jesus tun. Oder du kannst, aber nicht ohne einen schrecklichen Preis tun. Du musst entweder Jahre näher sein zu Jesus. Du kannst nicht bei ihm vorbeigehen und sagen, who cares? Because die Bibel lehrt uns, dass unsere Knien waren beten, unsere Zunge wird bekannt, dass Jesus das Herr. Und ich wünsche, wir würden das hier tun, und es steht dort, wo es tut ist. Und ich will Ihnen tun, dort nicht bei Jesus vorbeigehen. Er hat diese Welt verändert, er ist für uns gestorben. Er ist Gott, und er kommt zurück. Gut, Frau, und das ihr abschließen. Weil wir noch beten, weil wir Gott danken, diese Weihnachten für Jesus. Ohne Arm bist du ein verlorener Mensch. Ohne Arm hast du kein Ruhe für dich. Aber er hat diese Welt verändert, er hat mich verändert, er hat dich verändert. Er hat Millionen Menschen ihr Leben verändert. Und wenn er die noch nicht hat, dann würde er dort von der gleich hinter tun. Zum Beispiel vorher Dankeschön für Jesus, Dankeschön für diese Zeit, wo wir uns vertiefen mit Jesus. Dankeschön, dass du bist gekommen, du hast diese Welt verändert, du hast uns Vergebung gebracht, du hast uns Erlösung gebracht, du hast uns ein neues Körper gebracht, ein neues Leben, eine Ewigkeit bei dir. Und Herr, du hast diese Welt verändert. Du hast uns Leben verändert. Help uns, dass wir ein Instrument sind, durch wem die andere Kurs verändern. Dass wenn wir nicht hier sind, dass wir bekannt sind, für dass wir für Gott gelebt und für ihn geschaffen. Dankeschön für Weihnachten. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender.
ich hoffe, ihr habt das hier schön gehen zu sehen. Ihr wart hier sein, das sind Wienachts Samarias. Wenn wir jetzt bis eine Hand geben, thank you, Jesus, right? It's all about Jesus. Hey, hier ein paar Dinge für ihr gehen, noch nicht gehen. Ein Ding, was ich erst sehe, ist dann das nächste Gottesdienst. Der wird Januar war den 31. sein. Dort hast actually der Samba den 31. Nicht Josh Oven, so kommt trägt für dann. Da war bloß ein Gottesdienst sein zu Oves. So kommt bereit für dort. Ein anderes Ding, was ich zum Anfang sehe, ist dort Weihnachten. Das ist alles about family. Dort hat mit viel Familie zu tun. Und so ich glaube, viele von ihnen waren noch Familie-Typ, kommt es vor, von der oder nächste paar der. Und ich will Ihnen bloß Mut sprechen, Ihnen denken halten, dass ihr sehen seid mit Ihrer Familie top. Wenn ihr da seid, seht ihr sehen und repräsentiert Jesus Gott, wenn ihr mit Ihrer Familie top seid. Läuft einer den anderen, hat eine gute Zeit, scheint eten und Gott schlupen, was immer ihr alles tun, hat bloß eine sehr gute Zeit. Ein anderes Ding, was ich will sagen, ist, wenn wir nicht einen Gottesdienst haben, Marien, würde ich Ihnen zu reden, fort noch jene Freunde erreichen. Vielleicht eine ältere Schwester, was immer das fort haben und besiegt und hat bloß eine sehr gute Zeit, wenn ihr dort tun. Hier ist noch ein Ding, für wir zu merken. Und dort ist, ich glaube, dass some hier, was diese Weihnachtszeit eine schwere Zeit haben. Das ist die erste Weihnachten, vielleicht die zweite Weihnachten, was somebody nicht am Dash sagt, was euer da wir. Somebody ist gestorben. Und so ich will bloß erstens ihnen weiterlassen, dass wir denken für uns, wir beten für uns. Und so der Team, der ist hier von der Reihe besonders für uns. Wenn das du bist, dass das somebody nicht mal eine Familie ist, das Team, Gebetsteam, der ist hier rein. Und sie wollen sehen, beten, über ihn Kraft, beten, über ihn so gut nicht rührt. Kommt hier noch fair. Und sie wollen bloß Gottes Kraft über ihn beten, über diese Zeit, wenn wir allein sind. Ich würde bis gleich, wenn wir aus Kirche, wo die, was hier allein sind, oder vielleicht somebody nicht in der Familie ist, wenn wir aus Kirche gehen, bis wir einen Handklatsch geben. We love you guys. Wir denken über ihn, wir beten für ihn, und wir wünschen Ihnen alle eine schöne Weihnachten. Gottes Segen, sei uns Luther.